Moin, Leif, Kinder. Moin, Konstanze. Nun sind all fast 2 Jahre. Konstanze wurde mit eingeschult. Ich hatte 21 Kinder, die eingeschult wurden, und Konstanze war das 22. Kind, bekam auch eine Schultüte an dem besagten Samstagmorgen, saß hier mit uns in der Runde, und alle Kinder haben sie eigentlich als 22. Mitglied der Klasse akzeptiert. Dann haben wir auch noch ein Bild gemacht und da haben allen gescholten. Konstanze, der hat auch ein Goldhüt gekriegt. Mit Konstanze haben wir auch Plattdeutsch gelernt. Immersion heißt ja eigentlich eintauchen. Man taucht in die Sprache hinein. Es ist so, als wenn man in ein fremdes Land kommt und die Sprache nicht kennt. Da muss man auch erst mal gucken und sich mit einigen Begriffen über Wasser halten. Und so ist das hier in der Klasse auch. Die Kinder waren dann zu Anfang stolz, wenn sie dann 3, 4 Wörter auf Plattdeutsch sagen konnten. Und so hat sich dann die Anzahl der Wörter schnell vermehrt, sodass sie dann auch ganz schnell Sätze sagen konnten. Ich habe meistens über mehrere Sinne die Kinder angesprochen, nicht nur übers Sehen oder übers Hören, sondern auch übers Tun oder übers Ertasten. Dadurch, dass ich selber Kinder habe, die ein bisschen älter sind, habe ich natürlich viel Spielzeug zu Hause gehabt oder auch Bilder gehabt, Bilderbücher. Ich hatte immer 2 oder 3 Taschen dabei morgens, die ich dann mit zur Schule genommen habe, um den Kindern das nicht nur übers Hören, sondern es gleich auf mindestens 3 Kanälen ihnen zu vermitteln. Ich habe das vor allen Dingen mit vielen Liedern zu Anfang gemacht, dass ich bei den Kindern immer diese 3 Sinne gleichzeitig angesprochen habe. Denn die Lieder, die haben wir immer in Bewegung dargestellt. Wir haben uns dann auch ganz schnell selber Bewegungen überlegt. Nicht, dass ich die Bewegung dazu vorgegeben habe, sondern die Kinder haben überlegt, zu dem Satz, welche Bewegung passt da am besten. Das war für mich dann natürlich auch gleich ein Signal, haben die Kinder den Text verstanden oder haben sie nicht verstanden. Da war es das erst so, da können wir nur ganz wenig Saugen proben, und jetzt ist das so, dann jetzt können wir endlich schon Aal proben. Jetzt können wir schon bis 100 Plattdeutsch zählen. Wenn ein Kind es auf Hochdeutsch sagt, was es eigentlich auf Plattdeutsch sagen sollte, gibt es 2 Möglichkeiten. Zu Anfang habe ich das selber für Konstanze übersetzt, denn Konstanze konnte nur Plattdeutsch verstehen, und irgendwann haben die Kinder es für Konstanze übersetzt. Und jetzt im Unterricht kommt es ganz, ganz selten vor, dass ein Kind etwas auf Hochdeutsch sagt. Dann gebe ich es in die Runde und frage, wer kann das mal übersetzen, und das klappt eigentlich immer. Die Kinder lernen die Sprache in gewisser Weise ungesteuert, nennen wir Sprachwissenschaftler das. Und das heißt auch ohne in gewisser Weise extra Aufwand. Das heißt, für die Kinder ist das keine extra Leistung, die sie erbringen, sondern etwas, was sozusagen nebenbei mitläuft. Denn im Immersionsunterricht beschäftigen sie sich ja mit anderen Dingen. Die Sprache kommt sozusagen nebenbei mit. Das heißt, es ist nicht wie im Fremdsprachenunterricht, dass über die Sprache reflektiert wird oder die Sprache explizit gelehrt wird, sondern man erwirbt die Sprache eben in ganz natürlichen Situationen. Prinzipiell eignen sich natürlich alle Sprachen für frühe Mehrsprachigkeit. Aber gerade in einer Region, in der Niederdeutsch zu Hause ist es sinnvoll, auch die Regionalsprache dann auch anzuwenden und zu unterrichten. Sie wird überall erfahren, sie wird überall gehört. Eine Sprache, die mich alltäglich umgibt, habe ich ständig im Ohr. Ich habe Menschen, mit denen ich in dieser Sprache auch ständig kommunizieren kann, und das ist von Vorteil. Ich will hier für ein Geschichte erzählen von 2 Rauben. Und zwar sind das diese beiden Rauben, ein dicker Raub und ein dünner Raub. Und die haben Streit. Die haben Streit um ein Stückchen Brot. Und diese Streit, das hört der Voss. Und der Voss sagt, ich kann dir helfen. Ich habe da eine Idee. Wir schmieden mit Geldstück. Einverstanden? Ja? Gut. Vokabellernen ist überhaupt nicht notwendig. Das kommt von alleine. Zu Anfang antworten die Kinder immer auf Hochdeutsch, aber man kriegt sehr schnell mit, dass sie einen verstanden haben. Wenn etwas falsch ausgesprochen wird, wiederhole ich das richtig. Aber nicht, indem ich sage, das hast du falsch gesagt, sondern ich spreche es einfach nach, und zwar so, wie es eigentlich heißen muss.
Wenn es eine Benotung gibt, dann werden ja nicht die sprachlichen Fähigkeiten benotet, sondern die fachlichen Fähigkeiten. Es gibt auch oft Sorge, dass die fachlichen Fähigkeiten leiden, wenn der Unterricht nicht in der Erstsprache erfolgt. Die Studien dazu zeigen, dass die fachlichen Leistungen gleichwertig sind. Zum Teil gibt es sogar Vorteile, weil durch den Unterricht in der Zweitsprache wird bewusster auf die fachlichen Inhalte eingegangen. Dadurch haben die Kinder mehr Chancen, Defizite aufzuholen. So, die Spöle ist jetzt zu Ehren. Und hier haben wir aufgeschrieben, was all dabei rausgekommen ist bei ihr. Bei uns hat der Forst Punkte und der Dünenraff hat 4. Bei uns hat der Forst gewonnen, weil der Forst hat 9 Punkte kriegen und der dicke Raff und der dünne haben beide 5 Punkte. Mit der plattdeutschen Rechtschreibung habe ich jetzt im 2. Schuljahr begonnen, und zwar im Fach Religion, weil wir dort nicht so viel schreiben und weil wir dort einzelne Wörter schreiben, die häufiger wieder auftauchen, sodass man dann sich auf weniger Wörter konzentrieren kann, die die Kinder dann auch richtig schreiben, sodass sie dann auch gleich Erfolgserlebnisse haben. Die Kinder fragen mich, wenn sie kleine Texte schreiben, teilweise, wie das jeweilige Wort geschrieben wird. Ich sage es ihnen dann. Wenn sie es wissen möchten, alles andere lasse ich aber erst noch so stehen. Denn ich möchte, dass sie selber sich so das Wortbild erarbeiten. So, dann like gucken. So, ich nehme, glaube ich, auch. So, die ist fertig. Even Tag zeigen. Und du hörst Seepferdchen? Ja, dann muss ich mal anstrengen. Ich weiß die ganze Zeit in Worte. Was heißt in den Worten? Ja. Wenn er dann bei uns ist, hört er zu und er redet dann auch mit. Da sind noch ein paar Ausdrücke dabei, die nicht so richtig funktionieren, aber das kommt noch. Wir wurden ja vor die Wahl gestellt. Es gibt ja 2 Klassen und die eine Klasse sollte ja Plattdeutsch unterrichtet werden und die andere nicht. Und wir konnten das im Prinzip selber entscheiden und für uns, auch für meinen Mann, war das von Anfang an klar, dass wir das eben einmal von der Tradition her gerne möchten. Und wir sind auch der Meinung, dass eben diese frühe Mehrsprachigkeit hilfreich sein kann für weitere Fremdsprachen. Ich finde es persönlich sehr gut, weil ich selber aus einer Region komme und da groß gewachsen bin im Rheinland, wo halt auch viel Rheinisch gesprochen wird, auch wenn es eher ein Dialekt ist als wie eine eigene Sprache. Aber dadurch, dass ich halt beruflich sehr viel im Ausland auch tätig bin und mit ausländischen Kollegen zu tun habe, finde ich das schon sehr wichtig für die Kinder heute, frühzeitig mit anderen Sprachen konfrontiert zu werden und das auch zu lernen. Vor allem, wenn ich sehe, wie schnell er oder auch unsere Tochter Fremdsprachen lernt und wie schnell die das aufnehmen, ist das beste Alter eigentlich, um das zu machen. Für den weltweiten Aktionsradius von Firmen gehört natürlich die englische Sprache zum Alltag. Gerade dann aber, wenn man in der Region bleiben will, wenn man in Kontakt treten will mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort, kann es von Vorteil sein, die Regionalsprache auch zu beherrschen. In der Bank zum Beispiel und natürlich auch im Dienstleistungsgewerbe, vor allem im Bereich der Pflege. Gleichzeitig machen wir auch die Erfahrung, dass junge Leute, die in einen Handwerksberuf hineinwachsen, die niederdeutsche Sprache im Alltag mit den Kunden auch regelmäßig brauchen. In diesen außerschulischen Lernorten merken die Kinder ganz genau, dass die Sprache lebendig ist, dass wir nicht nur in der Schule Plattdeutsch sprechen, sondern dass es auch außerhalb der Schule im musealen Bereich oder auch im alltäglichen Bereich Möglichkeiten gibt, mit dieser Sprache aktiv umzugehen. Und es ist einfach dann ein Stück mehr Natürlichkeit in der Sprache. Es bleibt nicht nur in der Klasse, sondern man geht damit nach außen und man kommt außen auch gut damit zurecht mit der Sprache. Der löst die Utgraf, das Kinderarchäologischer Dienst. Das sind die Sachen, die sie verproben. Weil Archäologen wollen ja auch wirklich dann sonst immer halt vorsichtig werden. Das erste, was sie proben, ist so ein Turm. Und damit kann man den Sand
immer so auftragen. So, nächste, was wir brauchen, ist das hier. Wofür brauchen Sie das? Und dass die Seiten, die wir ausgegraben haben, dann machen wir die mit der Pinsel sauber. Diese archäologischen Werkzeuge sind ja nicht unbedingt die Wörter, die Kinder jeden Tag hören. Und die Kinder tauchen ein in die Sprache. Man hat ihnen vorher keine Vokabeln erzählt, mit denen sie zu tun haben, sondern sie agieren einfach mit den Wörtern. Und dadurch, dass sie die Wörter begreifen, indem sie auch die Dinge dazu sehen, die so heißen, lernen sie ganz schnell, diese Wörter auch aktiv zu benutzen. Nächster Stopp ist dann, wenn Sie was gefunden haben, das zu reinigen mit dieser Pinsel und einmachen Teigen. Mach's da nicht so drauf. Das ist doch gaudut. Hol das mal raus. So, die Leute umtragen. Erzählt doch mal, was haben Sie so gefunden? Ja. Eine Goldplatte. Ein Goldplat. Willst du denn noch mal ein bisschen hoch, damit die all sein? Könnt ihr die all sein? Ja. Aha. Da ist auch ein schönes Muster drauf. Ist ein Muster drauf. Aha. Ganz unten, in Kring ganz außen, hat er so Stricken. In Kring ein bisschen wieder drin sind so Dreiecken. Dann kommt wieder ein Kring mit Punkten und in der Mitte ist noch ein Punkt, der ist ein bisschen gerade. Wir haben so was Ähnliches auch bei uns im Museum. Und das Stück, das würde ich noch gerne mit dir zusammen ankicken. Dass sie jetzt mit einem Themenbereich zu tun haben, mit dem sie vorher noch nie zu tun hatten und dadurch neue Wörter in der Sprache kennenlernen, das ist schon häufiger passiert. Und das ist für die Kinder auch ganz normal. Am Anfang des ersten Schuljahres ist es ja so, dass die Kinder gar kein Wortblatt können und dann gehen sie nach einem Tag nach Hause und haben vielleicht 2 Wörter, die sie noch im Gedächtnis haben und vielleicht zu Hause erzählen können, am nächsten Tag schon 4 Wörter und so multipliziert sich das ganz schnell, dass sie die Anzahl der Wörter vermehren. So, kommt ruhig noch ein bisschen nahe an den Stief und kickt ja dann noch mal genau an. Wie uns Goldtafel, was in mir so Punkte irgendwie da so. Mhm. Ja? Aber ich glaube auch, dass die Platten, die wir oben haben, waren, glaube ich, nicht auf Gold. Die Scheibe, da glänzt auch mehr als die bei uns oben. Ja, das hier das Licht so an ist und direkt da drauf screent. Es ist für die Kinder schön zu merken, dass sie die Sprache nicht nur gelernt haben, weil ich es gerne spreche oder weil ich es im Unterricht mit denen spreche, sondern dass sie es auch merken, dass sie es überall anwenden können und dass sie überall gern gesehen sind, wenn sie diese Sprache sprechen. Ich glaube, du kannst noch ruhig mich mehr mischen, dass du die Farben noch mich mehr mischen darfst. So als wie das Original, was wir betraut haben, da sind die auch mehr ineinander über die Farben. In dieser Klasse haben wir 2 Kinder mit Lernbehinderung und die kommen mit der plattdeutschen Sprache, mit dem Immersionsunterricht in Mathematik oder in den anderen Fächern zurecht. Und sie verstehen alles, können antworten im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Vielleicht spielt es wirklich eine Rolle, dass wir immer wieder betonen, dass den Kindern ganz bewusst ist, dass die Sprache nicht bewertet wird. Sie können einfach nichts falsch machen im Plattdeutschen. Und dadurch haben wir mit Inklusion und Plattdeutsch keine Probleme. Normalerweise sollte aber diese zweite Sprache auch nicht das eigentliche Problem sein. Denn wir haben ja auch in den mehrsprachigen Gesellschaften Menschen mit Behinderungen, die sehr gut damit leben können. Ein Sonderfall bilden eventuell Kinder mit Hörbehinderung, also Gehörlose oder Schwerhörige, die auch schon wieder mehrsprachig aufwachsen, nämlich zum Beispiel mit der deutschen Gebärdensprache und gleichzeitig sich in der Welt der Lautsprache zurechtfinden müssen. Haus, Dorn. Mit telo groß kann ich gar nicht verstehen. Ich will in Bella Zemlja. 4 Kinder sprechen zu Hause Russisch
Und ein Kind, dort wird zu Hause Kurdisch gesprochen. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Wir vertellen euch nur etwas über die Sprache Russisch. Das ist bei uns in Deutschland ein H, aber in Russland spricht man das wie ein N aus. Es ist natürlich immer schön, wenn allen Herkunftssprachen in der Schule oder auch in den Kindergärten eine gewisse Wertschätzung entgegengebracht wird. Das kann schon durch ganz einfache Sachen passieren, einfach durch Interesse an der anderen Sprache. In dem Moment werden die Kinder in ihrer Erstsprache sozusagen zur Lehrkraft für die Lehrerin und Erzieherin. Dadurch passiert ein Rollenwechsel. Den Kindern wird bewusst, dass sie etwas können, etwas Wichtiges und Schönes können. Habt ihr noch Fragen zum Alphabet oder Wörter, die ich euch auf Russisch übersetzen soll? Ja. Tschüss. До свидания. Die Erfahrungsberichte aus den Schulen zeigen, dass interkulturelles Lernen natürlich durch frühe Mehrsprachigkeit gefördert wird. Denn wer sich mit mehreren Sprachen auseinandersetzt, setzt sich auch mit verschiedenen Kulturen auseinander. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil in einer multikulturellen Gesellschaft, diese Fähigkeit schon sehr früh zu erwerben. Dadurch, dass ich eintauche in diese unterschiedliche Sprachwelt, kann ich auch ganz schnell spielerisch wahrnehmen, dass Mehrsprachigkeit dazugehört und kann mir auch so die Kultur der Region auch zu eigen machen. Kann die Menschen vielleicht besser verstehen, kann sie wertschätzen und kann aufnehmen, was zu dieser Kultur und zu dieser Region gehört. Wir reden ja fast gar kein Deutsch. Wir reden eher Russisch. Und ich heiße ja bei euch alle Xenia und zu Hause werde ich Ksuscha gerufen. Und woher kommst du? Meine Eltern kommen aus Syrien und ich bin hier geboren. Wie sprecht ihr eigentlich zu Hause? Ganz normal auf Kurdisch. Kinder werden normalerweise von mehreren Sprachen nicht überfordert. Wir sehen das an den vielen, vielen mehrsprachigen Kindern auf der ganzen Welt, aber auch in Deutschland. Es ist eigentlich eher so, dass vielfältiger und häufiger sprachlicher Input die sprachlichen Fähigkeiten fördert. Und besonders auffällig war, dass diese Kinder im Deutschunterricht gute bis sehr gute Leistungen gezeigt haben, zumeist. Und auch im Englischunterricht positiv aufgefallen sind und dass sie ganz souverän auch mit der englischen Sprache umgehen. Sie fangen an mit Kopreken und sie kennen ja diese Zels, die verdeelt nun mal. Ich hab 100 und fang an. Wer hat 10 Minne? Ich hab 90. Wer hat 3 mehr? Ich hab 93. Wer hat 10 Minne? Wenn Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder aus der Region mit Plattdeutsch gemeinsam aufwachsen, dann erleben sie etwas stark Verbindendes. Sie fangen alle beim Stand 0 an und entdecken miteinander dann eine ganz neue Sprachwelt. Und das verbindet sie sicherlich viel, viel stärker, als wenn sie miteinander eine Fremdsprache erlernen, wie zum Beispiel Englisch, weil sie hier auch die Erfahrung machen, Plattdeutsch können wir in der Region mit den Menschen, die Plattdeutsch sprechen, auch anwenden. Und gleichzeitig können hier Kinder mit Migrationshintergrund auch das Gefühl entwickeln, wir gehören dazu, dass sie akzeptiert werden, dass sie viel, viel schneller auch die Brücke dann auch zu den Menschen der Region auch finden werden. Wer lässt dem für? Xenia, fang du an. Was magst du zuerst? Da wir mit Ferien nicht geil, mag ich und die Ferien fit sein. Viele Eltern wollen, dass ihr Kind Plattdeutsch lernt. Und die Eltern von Kindern, wo Deutsch schon nicht die erste Sprache ist, sondern die schon mehrere Sprachen kennen, die gehen meistens offener damit um, sind viel offener, dass das Kind noch eine andere Sprache spricht. Damit bin ich ja sehr zufrieden, dass sie das geschafft hat und jetzt noch eine weitere Sprache reden kann. Ja, ich finde, das ist die Sprache von der Region. Und da muss man die Sprache auch behalten, dass es auch überall auch gesprochen wird und die jungen Leute die Sprache auch nicht vergessen. Ich finde auch so gut, weil so Plattdeutsch so reden, weil ich mag so selber Plattdeutsch, aber leider ich kann nicht.
vandaag wil we im kicken, fallen hier woorden in, die gelijk sind, op Engels und op Plattdeutsch, oder auch ähnlich sind, op Engels und op Plattdeutsch. Tom? Apfel und Äpfel. Super. Apfel. Super. Gibt es noch mehr Worte, die Ihnen fallen? Annalena. Hey, hi. Kau, kau. Klasse. Also der größte Vorteil beim mehrsprachigen Aufwachsen ist meiner Meinung nach, die Sprachbewusstheit steigt. Die Fähigkeit, neue Sprachen zu lernen, wird dadurch besser. Frühe Mehrsprachigkeit bewirkt, dass in einem gemeinsamen sprachlichen Zentrum, so kann man sich das vorstellen, im Gehirn gleich mehrere Sprachen angelegt werden. Das führt eben dazu, dass diese Sprachen, die eben sehr früh erworben werden, dann mit größerer Leichtigkeit und automatischer benutzt werden können, als viele später erworbene Fremdsprachen. Kennen die noch mehr Worte? Elias? Cat und Kat. Berg und Burg. Fallen ja noch mehr Worte in? Noah? Fisk und Fisch. Okay, kommst du her? Im Berufsalltag erleben wir, dass in Chefetagen natürlich in der weltweiten Kommunikation Englisch eine vorherrschende Sprache ist. Wir merken aber auch, dass in der Region es immer wichtiger wird, dass Führungskräfte auch die Regionalsprache hier in unserer Gegend eben Niederdeutsch auch beherrschen, damit sie auch auf der Ebene mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Arbeitern, Angestellten auch gut ins Gespräch kommen. Es geht auch nicht um die Frage Englisch oder Plattdeutsch, sondern um die Frage Plattdeutsch und Englisch. Und das legt auch dann einen Grundstein für frühe Mehrsprachigkeit. Die niederdeutsche Sprache, Plattdeutsch, kann auch eine Brückenfunktion hier haben. Aus meiner Sicht ist keine Gesellschaft mit mehreren Sprachen überfordert. Erstens haben wir die Beispiele seit vielen Jahrhunderten, auch in der näheren Nachbarschaft, kann man zum Beispiel die Schweiz nennen, die seit Jahrhunderten dreisprachig ist und in keiner Weise überfordert ist. Und deshalb würde ich sagen, im Grunde je mehr Sprachen, desto mehr Potenzial. Bevor sie in die Schule dann kamen und es darum ging, Plattdeutschklasse oder eben halt nicht, da hatten wir erst Bedenken gehabt, waren am Überlegen, ob in eine Plattdeutschklasse oder ob das vielleicht zu viel für sie sein würde. Aber jetzt muss ich sagen, also es ist faszinierend. Ne, wenn sie nach Hause kommt und dann ein bisschen Plattdeutsch spricht und so, also es ist wirklich Granate. Sie können ganz schnell umswitchen von der einen Sprache in die andere. Da muss nicht lange überlegt werden, sondern die können direkt umschalten, reden gerade Hochdeutsch und den nächsten Satz dann eben im Plattdeutschen. Anfangs mit dem Hauptfach Mathe, wo ich gedacht habe, wenn sie das doch nicht so versteht und so weiter, nachher verpasst sie irgendwas oder kriegt irgendwas nicht richtig mit. Aber die Sorgen sind ganz, ganz schnell verschwunden. Als Fazit kann ich sagen, dass den Kindern diese plattdeutsche Sprache für alle Fächer genutzt hat. Einmal dadurch, dass sie gelernt haben, von Anfang an sich sehr zu konzentrieren. Die Kinder sind eigentlich so weit gekommen, dass sie sich alle in dieser plattdeutschen Sprache unterhalten können und auch verständigen können. Dadurch, dass sie sich jetzt mit der plattdeutschen Sprache sehr auseinandergesetzt haben, sind sie auch sehr gewandt in der hochdeutschen Sprache. Das merkt man vor allen Dingen jetzt auch im Aufsatz, dass sie dort Redewendungen nehmen, die nicht unbedingt üblich sind für dieses Alter. Man merkt das auch in dem Vergleich mit Englisch, Hochdeutsch, Plattdeutsch, dass diese Kinder sehr kritisch sind und sehr genau unterscheiden können und auch sehr genau die Aussprache unterscheiden können. Ich hatte nie das Problem, dass Tom irgendwelche Lernschwierigkeiten hat. Ich hatte nie das Problem, dass es ihm zu viel ist, dass er überfordert ist. Es ist einfach rund gelaufen. Rutschesla.